Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1-Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubes. Ja, heute reden wir über die Updates, die diverse Teams mitbringen nach Spanien. Zudem reden wir über das Rennverbot, das in der Schweiz aufgehoben werden soll. Und zu guter Letzt sagen wir noch unsere Prediction für das Rennen in Spanien. Wir wünschen euch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Gut, also dann legen wir doch gerade los und wir fangen an mit den Updates, die Teams nach Spanien bringen. Und Spanien ist schon eigentlich so das Update-Land in der Formel 1, weil halt ja, jetzt seit Jahren eigentlich dort immer Testfahrten gemacht werden. Können wir eigentlich immer dort eigentlich immer die ersten Updates und die relativ grossen Updates. Und ja, recht viele Teams bringen auch neue Updates. Und ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Wo wollen wir anfangen, Gabel? Ja, ich würde sagen, das spannendste behalten wir zum Schluss. Das simpelste Update, das es jemand wird geben, ist definitiv bei Ferrari. Die den wortwörtlich einfach Lack abkratzen. Genau, kann man so sagen. Also, Ferrari tut, also es steht überall, dass sie ein bisschen den Klarlack abkratzen, aber ob das jetzt wirklich der Klarlack ist so die zweite Frage. Es kann sein, dass es nur mehr als Witz gesagt wird. Jedenfalls tun sie halt etwas wegnehmen, ein bisschen von Farbe oder an Farbe am Auto, wo dann schlussendlich 700 Gramm soll einsparen, was halt wirklich eigentlich gar nicht ist, weil, ja, sind wir ehrlich, wenn es der Leclerc oder der Sainz, sage ich mal, eine gute Paella am Vorabend hatten, sind die 700 Gramm auch wieder drauf. Weißt du, was ich meine? Ja, ist es so? ja. Ist es so? Oder ja, ich weiß halt auch nicht. Irgendwie. Gut, ich glaube, die können schon ausgeschissen fahren. Ja, hoffen wir es mal. Aber nein, weißt du, was ich meine? Oder? Also 700 Gramm ist halt wirklich gar nichts. Aber ja, in der Formel 1 hat halt wirklich jedes Gramm, sagt man ja immer. Ja, und, ich muss gerade überlegen. Also, irgendwo habe ich etwas gelesen, wo irgendwie 700, 800 oder 900 Gramm sind ungefähr ein Hundertstel. Ja, das hat mal der Hamilton hat ja das mal erzählt bei einem Interview. Ja. Wenn er irgendwie eben ein paar Gramm mehr ist, dann nachher fällt ihm gerade irgendwie ein Zettel oder so, blöd gesagt, auf einer Gerade oder so. Also es ist schon noch crazy eigentlich, muss ich wirklich sagen. Ich wollte das wollte jetzt noch ein bisschen genauer wissen. Ich wollte das mal schauen. Ja, wie das herausfinden. Also es ist wirklich schon noch recht dramatisch, aber wie gesagt, eben, ja, mal schauen, ob es etwas bringt. Sonst Ferrari an sich bringt keine weiteren Updates mit sich. Ich glaube, das Ferrari ist wirklich das Team mit dem kleinsten Update. Das nächste Team, das auch noch ein Update mitbringt, ich gehe jetzt einfach mal weitergeben, gell, suche noch mal weiter, ist Williams. Wobei man muss ganz ehrlich sagen, wir nehmen jetzt den Podcast am 18.05. auf. Also das ist am Mittwoch. Normalerweise wird am Donnerstag ja immer so ein bisschen die neuen technischen Updates veröffentlicht. Also heisst, da wo wir jetzt ein bisschen sagen, basiert auch hier und da ein bisschen auf Spekulation. Also bei Williams weiss man, es kommt ein Update. Was für ein Update das kommt, ist ein bisschen die zweite Geschichte. Ich denke, es wird auch einfach Gewichtoptimierung sein, weil sie haben ja eigentlich das mit dem Bouncen nicht so das Problem gehabt jetzt in den letzten paar Rennen. Sie haben ja auch schon ein bisschen Lack abgekratzt. Also der Williams ist auch ein bisschen mehr carbonmäßiger auf der Strecke unterwegs als blau. Und ich denke auch, es wird so ein bisschen in die Richtung gehen beim nächsten Update, dass sie vielleicht sogar auch ein bisschen weniger Farbe drauf werden. Also am Schluss steht einfach nur so ein Carbon-Chassis dort oder so. Nein, aber sie werden sicher auch irgendwie Gewichtsoptimierung machen. Ja, gehe ich auch davon aus. Ich meine, das ist ja so ein das Ziel von allen momentan. Ich meine, die einzigen, die es ja von vorne weg fertig gebracht haben, mit dem Minimumgewicht reinzukommen, sind ja Alfa Romeo gewesen. Ich denke, dass es aber auch nicht das Letzte damit zu tun hat, dass sie ihre eigene Getriebe, ganz genau. Ich weiß nicht, wieso das mir immer so hängt, aber die hohen technischen Begriffe, ich kenne sie nur auf Englisch. Es tut mir leid, ich gebe mein Bestes, wirklich. Auf jeden Fall, ja, also Gewichtsreduzierung hin oder her, das Wichtigste ist halt schon, dass die meisten Teams das mit dem Purpose in den Griff bekommen, weil oder gerade der Mercedes ist das beste Beispiel, der läuft einfach nicht auf dem optimalen oder auf der optimalen Geschwindigkeit, weil er diesen Weg hoch muss fahren eigentlich. Und bei Aston Martin ist das ja auch dasselbe. Also ja, es ist so ein bisschen, die beiden Sachen müssen es einfach in den Griff bekommen und wir sehen jetzt immer wie mehr, die Updates sind einfach nur auf die beiden Sachen abgetrimmt. Es gibt nichts Aero-mässiges oder weißt du, ich meine, die ganze Aerodynamik ist jetzt an den Unterboden geschoben worden und alle Teams wirken hure happy mit dem Unterboden, den sie haben.
Ja, das ist so. Du hörst nichts von Veränderungen dort. Also das wird nicht preisgeben, aber so der erste Eindruck ist wirklich das, dass eigentlich so alle Konzepte ein bisschen funktionieren oder alle Philosophie funktionieren. Wobei wegen dem Aero-Update muss ich schon korrigieren, Alfa Romeo bringt in Spanien ein neues Aero-Paket. Nicht rundum, sondern oben scheint es. Aber wie genau und alles so, und da ist nicht gesagt worden oder noch nicht bekannt gegeben worden, aber sie bringen etwas, wahrscheinlich wird Heckflügel und Frontflügel angepasst worden sein, nehme ich mal an. Genau. Also noch abschließend zu Ferrari, wollte ich auch sagen, ich bin hure überrascht, dass sie kein riesen Update jetzt bringen. Vor allem haben sie ein bisschen darüber geschnurrt, dass sie ein bisschen etwas machen. Ja. Aber die sind sich so hure sicher in ihrem Auto, entweder, oder sie haben einfach Schiss, dass sie, oder vielleicht merken sie auch, die machen neue Sachen aufs Auto drauf und es wird langsamer im Simulator. Also ich gerade sagen, wahrscheinlich wird eben eher das der Fall sein, dass ihr Auto momentan schon so gut ist, von Anfang an, dass die neuen Updates nur schlechter sind oder halt einfach weniger Performance. Ich habe ja, ich glaube, es wären ein paar Renntests oder der Spanien-Tests, habe ich es auch schon mal gesagt und ich sage es nochmal. Oder die Teams, die können sich alle in Designrichtung aussuchen, wo sie hingehen wollen. Und je nach Designrichtung, die eine Designrichtung hat vielleicht nach 2-3 Upgrades ihr volles Potenzial erreicht. Und die anderen kannst du 100-mal upgraden und du kommst immer wieder etwas daraus raus. Und irgendwann hat aber trotzdem jedes Team so ein bisschen das Maximum, was an diesem Konzept möglich ist, rausgeholt. Und ich habe einfach das Gefühl, und es gefällt mir nicht, dass das Gefühl langsam kommt, dass es vielleicht bei Ferrari der Fall könnte sein. Ja, aber gut, ja. Man muss sagen, ich meine, es wäre viel zu früh. Dass die von vorne weg das perfekte Auto bauen, ist fast unmöglich. Vor allem in der heutigen Zeit, wo man sich auf so viele Sachen muss achten muss. Also sie werden sicher noch Updates bringen, aber die Frage ist, wenn sie so lange warten, wie viel Zeit gewinnen sie schlussendlich auch mit diesen Upgrades nachher. Und das ist halt die grosse Frage. Ja gut, also das perfekte Auto haben sie ja nicht, weil sonst wäre es etwa 2 Sekunden schneller als die restlichen Gegner eigentlich. Ja, das ist so. Ist schon eigentlich Red Bull ein wirklich schnellstes Team, muss man sagen. Ja, aber wie du schon gesagt hast, ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Simulationen, die sie machen, vielleicht momentan einfach nicht das raushauen oder nicht das erzielen, was sie möchten, also dass sie ja wirklich langsamer sind. Aber ich denke schon, dass sie Updates werden bringen. Aber wenn du jetzt überlegst, das nächste Rennen, also nach Spanien ist ja Monaco, der wird eh nicht kommen. Nachher geht es nach Kanada, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist Überseerennen, was meistens eben auch keine Updates mitkommen. Also dann wäre ja dann nach Kanada, ich glaube, keine Ahnung, was kommt denn in Frankreich? Oder Silverstone? Ich weiss jetzt nur, dass normalerweise kommt immer zuerst Österreich, aber jetzt haben sie es gekehrt. Jetzt kommt Österreich am Schluss. Monaco, Aserbaidschan. Oder kommt Baku, Aserbaidschan? Das könnte ja auch sein. Also Monaco, nachher kommt Aserbaidschan. Kommt noch Aserbaidschan? Das ist okay. Sorry. Okay, ja, dann könnte es sein, dass sie vielleicht dort dann irgendwie ein Update bringen. Aber es macht keinen Sinn, dass sie auf Kanada aus ein Update mitbringen. Aber wieder Übersee bringen sie ja nie eigentlich grosse Updates mit. Ja, aber also erst nach Kanada haben wir nachher die Europa schweppen, weil dort ist nachher England, Spielberg, Frankreich, Ungarn, Belgien, Niederlande, oder? Und das hört nicht auf. Das ist ja schon Mid-Season dann. Ja. Und Italien noch. By the way, Fun Fact, ich habe gestern endlich Tickets bestellt für Italien. Hast du aber bekommen? Ja, ich bin bei der ersten Variante und ich wollte jetzt nicht sagen, wie viel das ich gezahlt habe, weil ich habe mir fast 2 Euros gerissen dafür. Ja, besser nicht. Das soll es dir auf Instagram schreiben, wenn sie das möchten wissen. Ja, definitiv. Oder das Antwort kommt einfach zurück zu viel. Aber das ist wirklich so. Also ich schäme mich fast und ich meine, das Hotel muss immer noch gebucht werden und dort, also für die Kontext, für die es nicht wissen, das ist eigentlich, ich habe ein Geburtstagsgeschenk an meinen Vater gemacht, der liebt Formel 1, hat aber noch nie ein Rennen gesehen. Also habe ich gesagt, gut, wir gehen ein Rennen schauen. Jetzt habe ich ihm aber auch gesagt, ja, ich tue Tickets bestellen, Flug buchen, Hotel buchen und ich muss jetzt echt sagen, also Hotel und Flug vermag ich jetzt nicht an. Das muss ich mit dir zusammen schauen. Also gut, auf Monza, aber kannst du ja mit dem Auto fahren, das ist schon unten dran von Milan. Mailand meine ich. Milan. Das ist vielleicht 5 oder 6 Stunden mit dem Auto von dem her. Und das ist inklusive Pause gerechnet. Ja gut, dann würde ich aber mal sagen, wechseln wir noch zu Mercedes, weil die bringen ja auch noch ein Update. Und zwar wird das Update hauptsächlich das Bouncen oder eben das Parsing oder Purposing oder wie auch immer das Wort heisst. Ich weiß es immer noch nicht, wie man es richtig sagt.
Ja, aber ganz ehrlich, niemand weiß, wie man es richtig sagt. Purposing. Purposing. Scheißegal. Aber das stimmt doch nicht, weil dann wäre es Purpose, oder? Der ja. Grund. Ja, egal. Jedenfalls Einfach bringen die nochmal. auch noch Updates, um das nochmal ein bisschen reduzieren, beziehungsweise komplett zum Stilllegen oder zum halt komplett rausnehmen. Mal schauen, ob sie es schaffen werden. Ich denke eher weniger. Ich glaube, es ist schon jetzt so ein kleiner Sneak Peek zu der Prediction, wo wir dann kommen. Ich glaube nicht, dass Mercedes wahnsinnig stark wird sein. Das Wochenende. Da bist du nicht der Einzige. Gut, sag es mal so. Wer ich hoffe, wo wirklich viel, viel stärker wird sein, sind Aston Martin. Und es sieht ganz danach aus, als ob sie sich vielleicht könnten wieder ins Midfield etablieren. Weil es geht um, dass sie effektiv riesige Konzeptänderung haben. Spec B-Car, wobei der Mike Crack ist jetzt nicht so, er hat nicht so Freude, wenn man sagt, es ist ein Spec B-Car, er sagt einfach, es ist eine Weiterentwicklung. Aber von dem, was man sonst einfach hinterdurch hört, glaube ich das weniger, dass es kein Spec B-Car ist. Also es scheint wirklich so, als ob das, was sie können, überhaupt nicht funktioniert hat, weil sie sind das Team gewesen, das mit Abstand immer das Auto am höchsten müssen einstellen. Also die meiste Distanz eigentlich gehabt und die haben das so dieser Wegen viel Downforce verloren, weil sie halt die Venturi-Tunnel unter dem Auto gar nicht haben können beanspruchen oder nur schwach. Also ich hoffe mal, das Auto sieht immer noch so geil aus, wie es vorher aussieht, weil ich finde, es ist eines der schönsten Autos vom Konzept her. Aber das spielt ja keine Rolle, wenn es nicht schnell fährt. Enzo Ferrari hat das aber noch gesagt. Es gibt irgendeine super Quote, die wir da vielleicht noch raussuchen können. Aber ich hoffe mal für das Team, dass es besser kommt. Aber der Kassel hat noch ganz, ganz wichtige Info zu dem. Und er mir vor dem Podcast erzählt hat, dann müsst ihr den Laden runter. Also meinst du bei Essen, oder was? Ja. Okay, gut, ja, dann muss das vom Gleichen reden. Ja, ich bin kurz vor dem Podcast bin ich schnell kurz ein bisschen auf Twitter unterwegs gewesen und habe auch ein bisschen so die Gerüchte noch mal ein bisschen angeschaut. Und scheint es wirklich so sein, dass der Spec 2 oder sagen wir jetzt einfach halt das Major Update, also das grosse Update, das sie sollen bringen auf Spanien, dass das nur der Stroll wird bekommen und nicht der Vettel. Ja. Ich glaube, da hat der Papa Stroll mal wieder seine Macht demonstriert. Ja, wahrscheinlich eben schon. Nein, es ist einfach lächerlich, aber ja, es ist wie es ist. Mal schauen, ob wirklich etwas kommt. Ich gehe schon davon aus, dass sie ein Update werden bringen. Ob es wirklich so gross ist mit eben Spec 2 oder halt irgendwie so, keine Ahnung, so grosse Updates, dass sie eben im Mittelfeld oder Top of the Midfield werden. Keine Ahnung. Ich glaube, das Aston ist halt so ein Team, das schon recht hoch oder recht weit auf die Sterne gegriffen hat und nachher kaum aus der Atmosphäre rausgekommen ist. Also, ja, ich glaube, sie sollen mal lieber ein bisschen den Ball flach haben. Ich lasse mich gerne überraschen, weil ich habe schon immer gesagt, so Aston ist den Schopf und Malz verloren und dafür sind sie gleich irgendwie Punkte gefahren. Darum lehne ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster. Aber dass sie jetzt wirklich so ein riesen Update rausbringen, mal schauen. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, weißt, rein vom Team her, es ist ein geniales Team. Ich glaube, das Problem, das sie haben, ist, dass sie jetzt endlich Geld haben. Ich glaube, sie können mit dem Geld nicht umgehen. Weil die haben mit so wenig Geld tätig geile Resultate rausgeholt. Und Ende 2019 sogar, 2020, excuse, ein verdammter Win. Ein Pole Position, ein Win und ich glaube insgesamt etwa 4 oder 5 Podium in einem Jahr. Und das ist für ein Team mit, also ich weiß nicht wer, geht mal einfach auf Google schauen, wo von der Firma oder Fabrik aus, wo die momentan arbeiten. Das kannst du vergleichen. Das ist einfach, also jedes Gebäude in der normalen Industrie, das ihr würdet sehen, wenn ihr irgendwo durchfahrt, ist wahrscheinlich etwa gleich groß wie das Gebäude, wo die momentan immer noch draussen am Arbeiten sind. Ja, plus ist irgendwie, wenn du in der Schweiz würdest sagen, okay, das ist eine schäbige Garage, ist die vom Zustand her immer noch besser als die, wo sie dort draussen haben. Das ist katastrophal. Sid Jordan, oder? Ja, Jordan ist ursprünglich gebaut worden. Ja. Sid Jordan. Oder das ist 1992, 93, wo die... Ja, keine Ahnung, wenn Jordan in Formel 1 so ist. Irgend so etwas. Schon lange her. Ja. Grundsätzlich generell zu diesen ganzen Updates, die jetzt da kommen,
ich wollte es einfach auch noch erwähnt haben, wir nehmen jetzt am 18. auf, also einen Tag vor dem Tag-Release, und alle Teams müssen ja mit den neuen Regularien, die wir bekommen haben, ihre Updates deklarieren in der FIA, und somit kommen dann auch immer offizielle Informationen raus. Bedeutet natürlich auch, dass alle Updates, die wir jetzt darüber geredet haben, so ein bisschen mit der Prise Salz zu nehmen sind. Also who knows, vielleicht heisst es ein monofonisch Ferrari bringt ein riesen Upgrade und sie haben es einfach wirklich fertig gebracht, dass es nicht geleakt ist bis dahin. Kann sein, muss nicht. Aber erst ab morgen, 19., also der, wo ihr jetzt den Podcast wahrscheinlich am Hören werdet sein, werden wir effektiv wissen, was draussen ist. Aber ja, in der Regel weiss man schon immer im Vorfeld, was genau gemacht ist. Ja, Ich sie haben einfach damals, Hoffnung. sie haben recht lockere Zungen, die Das ganzen ist so. Teams. Ich habe einfach Hoffnung, dass Ferrari gleich etwas bringt. Wegen dem habe ich das jetzt noch gesagt. Ja, mal schauen, ob sie noch etwas bringen. Für spätestens im Monza. Ja, ein Team, das auch noch ein Update bringt, ist Red Bull. Den habe ich Und- vergessen. Ja. Ja, ich habe schon gedacht, du machst dann einfach so ein bisschen einen Abschluss. Ja. Ja, also nein, also ganz kurz gehalten, Red Bull bringt das Update minus 7 Kilo scheint. Ich denke, damit wird es wahrscheinlich dann schon recht nahe am Mindestgewicht sein, wo 789 oder 98, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Oder 86, weiß ich gar nicht. Ich habe 786, irgendetwas mit 6 im Grind, aber ich habe keine Ahnung. Ja. Also es ist, ich denke, da wird es recht nahe dran sein. Und was man noch, das nehme ich jetzt einfach noch schnell kurz trainiert, bei Notto hat ja auch noch schon gesagt, im Interview, er glaubt nicht, dass Red Bull noch weiterhin so viele Updates kann bringen und so viele grosse Updates vor allem, weil es eben Kilo ist recht viel, muss man ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wo sie das noch abgespeckt haben beim Auto. Ja, er hat gesagt, er weiss nicht, wie sie das machen, wegen der Budgetobergrenze. Er denkt, dass sie gleich die Grenze erreichen werden und dass sie nicht mehr Updates können bringen können. Im Gegenzug hat Helmut Marko nachher gesagt, ja, Ferrari soll lieber mal aufpassen, dass eigentlich der Sainz zu viel crasht, weil das kostet auch viel Geld. Also, ja, das könnte im Fall vielleicht auch ein Grund sein, wieso das Haas keine Updates bringt, weil der Microsoft für das Auto schon geschlossen hat. Das könnte. Wobei Haas, also sie werden Updates bringen, aber erst in den nächsten 4 bis 5 Rennen. Genau. Also, ja. Aber 4-5 Rennen ist lang, weißt du? Das ist Mid-Season. Das ist schon lang eigentlich. Aber ja, wahrscheinlich Silverstone wird das Updates bringen, nehme ich jetzt mal an. Ja, mal schauen, wie es dort weitergeht. Aber das wäre es, glaube ich, so wie dann alles gesagt haben. Glaube ich, alle Teams, also ja, alle Teams einfach die Updates sollten bringen, wo wir etwas wissen. Aber wie gesagt, also wie du das vorher schon erklärt hast, genauere Updates wissen wir eigentlich erst morgen. Ja, ich werde das bei mir wahrscheinlich dann wieder auf Insta posten. Also falls ihr da möchtet up-to-date sein, folgt mir gerne auf Instagram. Jetzt machen wir schon Werbung für meinen Instagram-Account. Da haben wir das auch mal gemacht. Oder können wir da gerne in Discord rein, weil dort posten wir das eigentlich nicht, aber könnten wir eigentlich machen. Genau so ist es. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und ich glaube, ich werde die Folge wahrscheinlich auch so benennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Das ist so voll der Clickbait-Titel. Ja, nein, es geht darum. Mir hat von einem Tag, also wo er jetzt einen Podcast hört, vor 2 Tagen, hat mir jemand geschrieben auf Instagram und hat gesagt, also, hey, er hat etwas im Radio gehört, dass scheint in der Schweiz ein Rundstreckenrennverbot soll aufgehoben werden. Weil ja jetzt die hinter dem Mond leben und sich fragen, wieso dass in der Schweiz keine Formel 1 Rennen oder sonst irgendwelche Rennserien stattfinden, also im Rundkurs, nicht Bergrennen oder Formel 1, die sind ausgeschlossen davon. Kleine Geschichtsstunde, 1955 hat es ein Le Mans-Rennen gegeben, also ein 24-Stunden-Rennen. In Le Mans hat es einen schweren Unfall gegeben und sind über 80 Menschen ums Leben gekommen. Und dann hat die Schweiz ein Rennverbot reingehauen. Es hätte zwar nach dem Rennverbot noch ein GP Switzerland gegeben, also einen grossen Preis von der Schweiz gegeben. Allerdings ist der in Frankreich in Dijon auf der Strecke ausgeführt worden und nicht in der Schweiz selber. Wieso immer, dass man da gleich GP von der Schweiz genannt hat. Keine Ahnung. Und eben 2016 hat man dann nachher Formula E ausgeschlossen von dem Rennverbot. Wieso, dass es aber jetzt keine Formula E-Rennen mehr gibt, kann man auch schon kurz erwähnen. Hauptsächlich sind eigentlich die Hauptsponsoren oder einfach die Firmen, die dort viel investiert haben, sind in Konkurs gegangen. Und viele Anwohner haben sich beschwert in Zürich und in Bern,
weil sie dann nicht mehr können pösteln und halt in der Stadtleben nicht mehr können leben. Hauptsächlich sind es die Grünen gewesen. Ja, egal. Jedenfalls ist es so. Hätten wir gerade politisch hier drin. ja, es ist auch ein politisches Thema, sind wir ehrlich. Es ist ja auch so. Grundsätzlich. Definitiv. Das ist Aber, einfach, aber das ist schön. Kaum reden wir mal wieder über die Schweiz, geht es direkt um Politik, oder? Ja, leider. Ist aber leider so. Ja, Jedenfalls ist es jetzt so, dass der Nationalrat hat da schon grünes Licht gegeben, schon Anfang März. Und jetzt liegt eigentlich das Ganze beim Ständerat und der muss das jetzt noch absegnen, um eigentlich dann nachher oder das Verbot aufzuheben. Und das ist auch relativ deutlich beim Nationalrat durchgegangen. Also 10-3 Stimmen ist es angenommen worden und die Argumentation von diesen Minderheit sagt mir dann, das ist immer so ein brutales Wort, Minderheit und so, als hätte es eine Behinderung. Ja, ist es so? Nein! Minderheit, wow. Das nein, das ist einfach die Minderheit, das ist einfach weniger als. Ja, aber irgendwie tut das für mich so hure brutal irgendwie. Oh, ich Keine jedenfalls ist es so, dass ja, eben die Minderheit hat gesagt, ja, wegen Verbrennungsmotoren sei es nicht mehr ökologisch und zeitgemäß und so. Aber ja, eben, wir wissen ja alle, dass momentan nicht nur bei der Formel 1, sondern auch in anderen Motorsportkategorien viel Geld und viel Entwicklung auch in das ganze E-Fuel oder synthetisches Benzin investiert wird. Plus halt eben, dass man eigentlich CO2-neutral wird. Und das sieht ja eigentlich momentan alles sehr gut aus. Plus ist auch der Sicherheitsstandard komplett anders. Also ich meine, eben der Unfall ist schon, keine Ahnung, was ist das, 67 Jahre? Kann das sein? Was hast du gesagt? Also der Dings in Le Mans? Ja, 1955 ist es verboten geworden. Ich glaube, dann ist eben auch der Unfall gewesen. Also plus minus eben, ich sage jetzt mal 67 Jahre, keine Ahnung, bestimmt können, aber mir ist egal. Ist ja natürlich komplett anders. Ich meine, die haben früher keinen Helm angehabt, die haben einfach so eine Lederkappe angehabt und das war ein Schutzhelm gewesen. Ja, vor allem, also ich hatte es auch gerade den Monaco Historic Grand Prix geschaut und dort haben sie nachher auch mit ein paar Leuten geredet und wirklich ein Kommentar, der mir hure rausgestochen ist und das ist einfach jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich einfach nur so, oh mein Gott, das ist so krank. Man hat Alben, wenn man die alten Live-Kommentare zulassen, dann hörst du einfach, Gott sei Dank ist er aus dem Auto rausgeschleudert worden. Ja. Das kannst du dir nicht vorstellen, die haben keine Sitzgurte gar nicht gehabt und es war wirklich von Vorteil für dich. Du hast weniger Verletzungen gehabt oder weniger schlimme Verletzungen, wenn es dich auch rausgeschossen hat. Weil ich habe so schon, ich weiß nicht, ich habe es schon in einem Dings gesagt, in einem Podcast, das sind einfach wirklich fahrende Badwannen gewesen, mit wirklich Benzin drin, wo 100% wird anfangen, wenn du einen Unfall baust. Also, ja. Da bist du froh, hockst nicht in dem Auto. Ja, also früher haben sie komplett gesponnen. Absolut. Das ist so. Aber ja, wie gesagt, jetzt so mit dem ganzen Rennverbot, das soll aufgehoben werden. Es sieht momentan gut aus. Klar, wir sind noch weit weg von einer Formel-1-Strecke oder von einer MotoGP-Strecke in der Schweiz, was auch immer. Oder allgemeine Rennstrecke in der Schweiz, weil klar, wenn das aufgehoben ist, muss man natürlich zuerst mal Investoren finden, dann muss man zuerst mal einen Platz natürlich finden, wo das gebaut wird. Da sage ich, bin ich ganz ehrlich, eignen sich top alte Militärflughäfen oder Plätze, die nur gebraucht werden, wo aber gleich immer noch, weiss ich, wie viele Millionen Steuergelder investiert werden, dass sie nicht komplett verwesen. Und das ist ideal, dass man dort irgendetwas bauen will, wo man könnte nachher halt so brauchen. Klar muss man, wie gesagt, Investoren finden, die sagen, hey, okay, wir sehen das Potenzial dahinter. Ich denke auch jetzt momentan mit dem Formel-1-Boom oder allgemein Motorsport ist ja schon recht im Boom wieder, muss man sagen, nicht nur allein Formel 1. Hat es schon Potenzial, aber eben, wie gesagt, man muss die Leute finden. Ja, also ich glaube, die Leute finden wird kein Problem sein. Rein, wenn du schaust, nur schon in der Formel 1, wie viele Schweizer Unternehmen dort in irgendeiner Form mitwirken, sei das Uhrenhersteller wie IWC, bei Mercedes Sponsoren sind, sei das auch technische Unterstützung, die auch bekommt, sei das Sauber, wo ein ganzes Formel-1-Team hat, oder? Und da gibt es eben, wie du auch gesagt hast, sehr viele andere Rennorganisationen, die auch noch sehr dahinter stehen. Zum Beispiel
Cool Racing, wo LMP 2 und 3, glaube ich, fahren. Da gibt es extrem viele GT-Teams. Es gibt so viele Leute, die einfach dahinter hocken. Und überall, wo es Motorsport gibt, findest du einfach auch einen Schweizer. Das ist einfach so. Oder ein Schweizer Team, oder Schweizer Mechaniker, Schweizer Ingenieure. Also wir sind doch eigentlich schon relativ breit gefächert. Also wirst sicher viel Unterstützung finden. Ja. Also weißt, ich verstehe das schon, dass die Unterstützung, ich denke auch Leute, weißt, die das möchten und würden auch gerne haben, da gibt es sicher genug. Aber eben, ein Sauberteam finanziert keine Strecke. Oder die ein LMP3 und ein LMP2-Team haben, die finanzieren auch keine Strecke. Das da nicht, aber es gibt genug für reiche Säcke. Ja, logisch, das ist ja so. Aber eben sind meistens die reichen Säcke geizige Säcke. Das kommt eben noch dazu. Also du müsstest da eigentlich blöd gesagt eine fette Bank haben oder sonst irgendwie ein Unternehmen, wo einfach fett Geld tut in das investieren, wo dann, ja. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überzeugt, das wird es geben. Ja, also ich hoffe es. Und ich glaube eben auch, dass eben auch der Schweizer Bund, oder die werden sich nicht nur überlegen, ja, wir tun das mal das Rundkursstreckenverbot auflösen und gut ist, schauen mal selber, wie wir machen. Ich habe das Gefühl, dass der Bund selber auch sagt, hey, wir wollen jetzt mal eine anständige Schweizer Rennstrecke haben, dass wir uns international auch ein bisschen besser präsentieren können, weil ich finde, das ist etwas, was der Schweiz immer noch ein bisschen fehlt. Also, es klingt blöd, weil wir sind vor allem im Wintersport sind wir so gross, oder? Sei das jetzt mit Eishockey oder mit Skifahren. Skifahren, oder? Das ist natürlich schon ein grosses Thema, aber wir haben keinen, ich sage, grossen Sommersport. Also, unser Fußball kannst du ja echt nicht schauen, sind wir ehrlich. Und jetzt habe ich sicher gerade verdammt viel angegriffen. Hey. Ja, aber es ist halt wirklich ein bisschen so. Also momentan vor allem. Es hat schon bessere Zeiten gegeben, sagen wir es so. Und ich finde, uns fehlt so einfach uns fehlt im Sommer so ein Sport, der laufen irgendwie. Vielleicht geht es noch mehr so, aber ich finde, es ist rundum einfach wirklich eine gute Entscheidung. Und ich bin mir auch sicher, dass sie angenommen wird. Also ich glaube nicht, dass der Ständerat jetzt da noch gross etwas dagegen hebelt. Und wenn, dann machen sie sich wirklich ganz viele Feinde und dann wird dann auf ein Referendum ergriffen und das würde ich 100% unterschreiben, respektive dann nachher auch ja stimmen. Das würde ich auch dann hure supporten. Dann, also dort wirklich, von mir aus mache ich sogar selber das Referendum, wenn sie das dann absagen, das ist mir scheißegal. Gut, also da mit den Aussagen wie Fußball und mit Sommersport und so. Er ist jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster rausgelehnt. Möchte ich mal so festhalten. Okay. Meine Motorsporttechnisch ist gerade mal MotoGP mit dem Lütti oder nein, Lütti ist immer MotoGP gut gewesen, Moto2 ist gut gewesen. Und Formel 1 ist gerade mal der Regazzoni gewesen, der gut war aus der Schweiz und der hat sich's. Jetzt halt, oder? Jetzt einfach halt, oder? Nein. Das Team sauber, darf man nicht vergessen, ich meine, die haben auch einen Win-Code. Das ist nachher nochmal etwas. Ja, aber das war bei BMW sauber gewesen. Es ist klar, also Claire Regazzoni ist wirklich mit Abstand der einzige Fahrer, wo vor allem über längere Zeit auch sich einen Namen hat können machen. Das stimmt absolut. Aber ich habe das Gefühl, wir Schweizer, wir sind mehr einfach im Hintergrund, sind wir wirklich stark betätigt, wenn es um Rennen geht. Und viele Teams sind wegen Schweizer, sei das Investition oder Engineering oder was auch immer, sind sie effektiv gross. Das und ist schon so, ja. Das ist halt einfach das, was ausmacht. Also wir sind schon immer rum gewesen. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz brennt so ein bisschen das Verlangen danach, eine Rennstrecke zu haben. Ich glaube nicht, dass man da dass da wirklich viele Gegner wird eigentlich haben. Ja, außer die Grünen. Also ja, aber die werden sich boykottieren und die werden dann nachher auf die Strecke säckeln und dann haben wir dann wieder... Die möchten auch, dass es mehr Windräder gibt, aber wenn du Windräder willst bauen, heisst nein, das darfst du nicht bauen, weil das ist wichtiger Waldboden oder genau, das Jura darf man nicht zubauen, wo es im Jura eigentlich am meisten Windräder... Die wissen selber nicht, was sie wollen. Also nicht gegen die Grünen, aber manchmal die Logik dahinter versteht kein Mensch. Ja, und ich meine, klar, du kannst es auch nicht verallgemeinern. Und man die Anzeigenbriefkasten. Ja. Also wir müssen vielleicht auch schnell klar sagen, oder? Also das sind einfach Meinungen von uns. Wir vertreten keine Organisation oder irgendjemand oder irgendetwas. Genau. Wegen dem können wir und
tun wir auch so Sachen sagen, ganz einfach. Genau, Amen. Ja. Ja, es spielt keine Ja, Rolle. Wir sind zwei es ist so. Privatpersonen und wir haben unsere Meinungen. Und Ja, ich es meine, ist also so. vielleicht Wir auch. leben in einem Land, wo man unsere Meinung sagen darf. Ganz genau. Ja, ich glaube, das ist eigentlich soweit alles mal in dem Stand oder bezüglich dem Rennverbot, das soll aufgehoben werden. Also da auch, wenn es so ein bisschen Updates gibt, werden wir euch dann sicher informieren. Mal schauen, wie lange das geht, bis es vom Ständerat ein Okay oder ein Nein kommt. Mal schauen. Aber ich denke auch, dass es eigentlich gut kommt. Also ich hoffe es. Aber eben, wie gesagt, zwischen dem Okay vom Ständerat und dem, sage jetzt mal, dem Löschen von dem Eintrag, dass es ein Rennverbot gibt, bis zu einer Strecke bauen und auch der erste wirklich Rennbetrieb drauf, da wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dazwischen sein, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt. Also freut euch da nicht zu früh, dass es irgendwie extrem schnell wird gehen. Ich denke, das wird schon noch ein Rechtsweile gehen. Ich denke, wird recht lang gehen. Mal schauen. Ja, definitiv. Nur schon bis da überhaupt Baugenehmigungen und weiss auch nicht was und alle Sachen wirklich genau festgelegt sind. Bis sie nur schon den Gesetzesumfang fertig geschrieben haben, sind wir wahrscheinlich schon 2 Jahre später. Ja, denke es auch. Ja, dann gehen wir weiter. Ich weiss, in dieser Episode haben wir es gar nicht draussen mit Übergang. Aber wir können es nicht immer smooth machen, es tut uns leid. Aber wir kommen jetzt natürlich noch zu unseren Prediction, weil ja das Wochenende das nächste Rennen in Spanien stattfindet. Und ja, also ich glaube, zu Spanien selber, zu der Strecke muss ich mir nicht groß sagen, ist halt wirklich ein Klassiker. Der Gabo liebt die letzte Schikane in FS 2021, das weiß ich nicht auch. Nur in FS 2021. Die bringt dieser Weg viel Spannung mit und lockert das Feld überhaupt gar nicht auf. Oder? Also das ist perfekte Schikane, egal. Das ist so. Nein, und sonst eigentlich zu der Strecke selber, sie haben nichts umgebaut, nichts geändert. Es hat ja letztes Jahr, glaube ich, eine Änderung, oder vorletztes Jahr hat es eine Änderung gegeben. Nach der Backstraight dort, wo man ja DRS hat, fährt man ja nicht mehr früher nach links, sondern fährt erst später nach links. Das ist immer noch genau gleich. Was sie geändert haben, ist einfach das Podium, das weiß ich. Das haben sie geändert jetzt. Aber sonst haben sie nichts geändert. Also von der Strecke her ist eigentlich immer alles gleich, wie sie auch in den ersten Wintertests gefahren sind. Ja, was eigentlich mega schade ist, weil ich finde, die Strecke hat so viel mehr Potenzial. Einfach gerade, in meinen Augen ist es wirklich der letzte Sektor, eigentlich nur noch die letzte Schikane jetzt, die es kaputt macht. Weil nach dieser Backstraight, die Kurve, habe ich das Gefühl, bis jetzt, hat das Racing schon mal ein bisschen verbessert. Und der letzte Sektor, ob man jetzt dort die Kurve würde brauchen, die sie auch im MotoGP brauchen, einfach die langgezogene rechts, das wäre schon mal cool. Oder ob man dort halt wirklich etwas ganz anderes mal würde umbauen. Weil, ja, es fehlt einfach etwas, wo also die Autos halt nicht so weit auseinanderziehen. Ich meine, die Start-Finish-Straight ist mega lang. Es gibt immer Overtakes, aber das Problem ist, es gibt nur Overtakes dort. Und irgendetwas müssen sie verändern. Ich finde, rein von der Charakteristik ist es wirklich, es ist eine geile Strecke, es ist ein bisschen oldschool etc. Es hat viel auf und ab, es ist tricky. Ja, also von dem her, zum Zuschauen ist es geil, vor allem wenn ich denke mal vor Ort bist, wie sie dort durchfetzen. Das ist auch keine riesen breite Strecke und es ist immer spannend zu sehen, wie sie die Strecke ausnutzen etc. Aber es fehlt einfach am Racing. Und es ist schade, weil die Strecke hat in meinen Augen sehr viel Potenzial. Ja, also mal schauen, wie es jetzt mit dem neuen Fahrzeugmodell ist, mit dem neuen hintereinander fahren. Vielleicht funktioniert sie ja auch besser jetzt, gell? Und ermöglicht vielleicht ein bisschen Überholmanöver, wo man es jetzt nicht erwartet. Also ich meine, auch in Miami hat man gesagt, also ja, wird wahrscheinlich einfach die lange Straight sein oder halt Start-Finish, wo Überholmanöver möglich sind. Aber es hat doch noch 1, 2 Überholmanöver gegeben im Sektor 1 in diesen Kurven innen. Also wir lassen uns mal überraschen und ihr könnt euch jetzt mal überraschen lassen von unseren Predictions. Das war jetzt ein guter Übergang. Und zwar, ja, aber viel zu früh. Was viel zu früh? Wir haben ein Thema noch nicht angeschnitten, das wir wollen. Was haben wir noch gesagt? Es gibt etwas ganz Spannendes in Spanien, was passiert. Dass der Carlos Sainz und der Leclerc Paella werden wahrscheinlich essen. Nein! Nick de Vries.
Ja, ich sag's dir vor dem Podcast, das jetzt voll vergessen. Extra, komm, das schneiden wir auch noch an. Das ist geil, über das können wir reden. Ja, Der macht mal einen natürlich. guten Übergang und dann vergisst du es einfach. Oh, Mann. Scheiße. Ja, also für die es nicht mitbekommen haben, Nick de Vries offiziell bei Williams im Practice 1 oder 2? 1. 1 wird er fahren. Das sind geniale News. Nick de Vries, für die ganz neu dabei sind, können seinen Namen vielleicht nicht einmal. Was extrem schade ist, der ist mit George Russell, Albon etc. am Fahren gewesen, der Formel 2, respektive ein Jahr bevor der Leclerc oder der... Nein, ein Jahr bevor der Russell gewonnen hat. Oder noch? Nein, nach dem Russell. Ein Jahr nach dem Russell ist er Champion wurde in der Formel 2. Wenn du Formel 2 gewonnen hast, darfst du nicht mehr Formel 2 fahren. Also hat er eigentlich den Sitz bei Williams bekommen, vor 3 Jahren jetzt. Ist nachher aber zur Formel E gegangen und hat dann bei Formel E als erste Niederländer, das haben Mercedes extra so reindrücken, mit Mercedes natürlich ein World Championship gewonnen, aber in der Formel E. Ein unglaublich talentierter Fahrer. Wirklich. Unglaublich talentierter Fahrer. Es ist eine Schande, dass er bis jetzt noch keine einzige Session eigentlich bekommen hat im Formel 1 und das ist sein erstes Outing. Und ich hoffe für ihn, dass er dort gute Pace kann beweisen kann, vielleicht sogar am Albon dranhackt. Und meine Prediction ist ganz klar, wenn er in diesem FP1 eine sehr gute Leistung anbringt, wird Latifi Mid-Season durch den Vries ersetzt. Gut, Punkt. Wir machen hier dann noch einen weiteren Podcast, weil ich gehe jetzt extra nicht auf das Thema hin, weil sonst wird es eine elendig lange Diskussion geben. Also ich sehe es übrigens auch so, by the way, also wenn ich jetzt sagen, dass ich darüber widerspreche. Aber nein, wir machen dann noch eine separate Episode mit bezüglich eben Silly Season, halt ein bisschen so Fahrertransfer Mitte Saison oder dann erst Ende Saison, wo es dann könnte geben. Die werden wir wahrscheinlich als nächstes aufladen nach dem Podcast, ja, wo wir dann eben ein bisschen über das reden. Aber wir nennen es jetzt bewusst eben nicht in die Folge rein, weil das sind meistens eben so Themen, wo der Schiebs und ich ein bisschen Meinungsdifferenzen haben und dann diskutieren wir einfach ewig lang unter Umständen. Und um das jetzt nicht da in die Folge rein und die Folge zu sprengen, ja, machen wir dann einfach eine separate Folge davon. Einfach, dass wir es gerade jetzt schon erwähnt haben. Aber da kann ich einfach nur zustimmen, sind genau gleich wie du auch. Wenn der Piastri nicht zu Williams kommt, dann wahrscheinlich der Nick de Vries, wo der Latifi ersetzen. Aber ich sage auch, der Latifi, wenn er nicht frühestens mit Season rausfliegt, dann Ende Season. 100%. Gut. Und jetzt kommen wir zu der Prediction. Ganz genau. Zu der anderen Prediction. Nicht zu der Silly Season Prediction, sondern zu der Prediction an dem Wochenende. Und wir haben uns wie immer, also wir zwei haben jetzt wieder 3 Fahrer für den Qualifying aufgeschrieben, also wer Pole, nachher der P2, P3 holt im Quali und dann nachher hat die ersten 10 im Rennen und ja, ich würde sagen, wir legen los mit dem Quali und ja, ich fahre. Ich sage mal, Pole holt sich den Verstappen und dann kommt bei mir, einfach weil ich es möchte, der Sainz und dann der Leclerc. Okay. I see. Was soll ich dir sagen? Schau, ich wollte unbedingt, dass der Sainz einen Grand Slam macht. Ich habe es gewusst. Nein, du hast es nicht gewusst. Mal, ich Weil ich wollte. Und jetzt hast du schon verraten, wer bei dir P1 wird im Rennen. Nein, ich wiederhole es einfach nochmal. Ich wollte es. Ich hätte gern. Aha, das wäre so. Schön. Was? Ja, ich sage Perez, Verstappen und dann einfach, dass er wenigstens auch dort schon mal ein bisschen mit oben mitmischt, Sainz. Okay. Perez, okay, mit dem hätte ich es Yes. gedacht. Aber Perez ist halt schon sehr starker Fahrer in dieser Saison. Ja. Ein kleiner Fun-Fact, den ich ganz am Rande sagen, habe ich heute in einem Video gesehen. Perez Qualifying Gap Differenz zum Verstappen letztes Jahr 0,5, also ein 15. Das Jahr, wenn man Imola nicht beachtet, weil dort hat er auch ein bisschen Pech gehabt mit den roten Flaggen. Plus ist auch Spring. Jawohl, 0,02. Boah, Alter, ey, der Typ ist also einfach krank. Einfach gleich auf. Der Typ ist einfach krank. Es ist wirklich krank.
Es ist wirklich einfach krank. Ja, also ich habe schon mehrfach gesagt, Perez dieses Jahr, also jetzt die Anfangssaison, ist mit Abstand einer der besten Fahrer. Also neben Max, neben Leclerc. Also ich würde sagen, so ein Ranking würde ich sagen, Max, Perez und dann Leclerc. Würde ich sagen. Weil Leclerc, muss man ganz ehrlich sagen, er hat schon auch ein bisschen Glück gehabt, dass er die Punkte geholt hat, weil halt Verstappen auch Ausfälle gehabt hat. Darum hat er so einen riesen Gap in der Championship. Aber der Max, würde ich sagen, ist, tut mir leid, dass ich mich muss korrigieren, aber fährt momentan schon stärker als ein Leclerc. Also, nein, definitiv. Also ich finde, der Max ist momentan unangefochten der beste Fahrer auf dem Feld. Und das seit letztes Jahr. Seit Mitte letztes Jahr. Der Hamilton wäre auch gut, wenn er ein gutes Auto hat. Ja, das schon. Das definitiv. Aber er kann nicht mit dem Auto umgehen momentan. Ja, das ist so. Also momentan schätze ich sogar, das klingt so komisch, dass ich das sage, aber der Russell höher als der Hamilton nicht. Ah, ja. Rein einfach von dem Also, ich habe noch Zeiten verglichen von Miami. Und Hamilton ist im Fall nicht so langsamer gewesen, also viel langsamer gewesen als der Russell, wo das der Russell so viele Positionen geholt hat. Aber das ganze Rennen über Fights gehabt. Ja, aber der Hamilton hat im Fall wirklich eigentlich rein theoretisch auch gute Race Pace gehabt. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau den Unterschied, aber es sind ein paar Zettel gewesen. Aber es ist wirklich wenig gewesen. Es ist sehr, sehr wenig gewesen. Also sie sind schon nicht beieinander, aber der Russell hat einfach Glück gehabt. Ja. Aber wir reden jetzt nicht mehr über Miami und alles. Und das Kackrennen ist jetzt auch schon vorbei. Und ja. Und doch bei PCA, hätte ich gesagt. Oder? Ja, wir fangen bei PCA. Du kannst anfangen. Ja, jetzt hast du angefangen vorher. Also der Unlucky Boy of the Season, nicht, dass er mich enttäuscht hätte, aber er braucht einfach langsam Punkte. Der Gasly. Ah, der Gasly. Nein, ich meine, er ist immer noch hinter dem Tsunoda und das geht gar nicht. Ja, also das finde ich echt krass. Also Tsunoda ist aber auch eine rechte Maschine geworden seit Ende letzten Jahr. Und ich finde es aber gut, dass der Gasly jetzt mal wieder einen hat, der ihn ein bisschen fordert, weil der Gasly hat ist halt immer eher so ein bisschen der bessere Fahrer gewesen von im Team intern eigentlich. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe keinen von den Alpha Tauris in den Punkten das Wochenende. Ich habe auf P10, weil ich jetzt einfach muss sagen, weil einfach das Team immer so waghalsige, aber Strategien gebracht hat, die einfach ausbezahlt worden sind nicht der Albon! Jetzt habe ich sagen, der dritte P10 finish die Season, aber er hat ja noch P9 bekommen. Ja, schon früher gespielt worden, ja. Nein, also ganz ehrlich, ich mag Williams gerne. Ich finde Williams ist wirklich mit Abstand eines der sympathischsten Teams. Vor allem mit dem Jos Capito finde ich so ein geiler Sieg. Und ich finde auch der Albon momentan macht einfach so einen guten Job und holt einfach so viel aus dem Auto raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass durch irgendein Chaos, das vielleicht könnte irgendwo entstehen, ein P10 wieder drinnen liegen. Glaube ich auch. Also ich denke mal, ich habe das Gefühl, jetzt schon hat Williams dieses Jahr sein Image komplett eigentlich wieder zum besseren Blatt gewendet. Also man denkt nicht mehr so schlecht von Williams. Wenn jetzt aber der Latifi auch noch wenigstens so B15, 16, 14 auch ein bisschen umfighten werden, würde man das definitiv auch so denken. Oder würde man sagen, die haben einen guten Step gemacht. Ja. Weil ich glaube, ihr Autounfall wäre schon so möglich, immer P13, 14 umzufahren. Aber der Latifi bringt es einfach nicht fertig. Ja, und also nur mal ganz kurz, weil das hast du gesagt, und du hast mir so eine Sprachnachricht geschickt, oder hast du mir geschrieben, stell dir vor, jetzt sage ich es halt, das ist so falsch, was ich sage, aber stell dir vor, Albon und Nick de Vries in einem Team, was das für ein Line-Up wäre. So ein Dream. Tut mir leid, dass ich es jetzt gesagt habe, aber ich muss es noch sagen. Okay. Aber das ist wirklich, wo du mir das geschrieben hast oder gesagt hast, jetzt dachte ich so, Alter, das wäre so krank. Das wäre so krank. Also das wäre automatisch, obwohl der De Vries ist noch nicht mal ins FP1 gefahren. Weißt du, wir wissen ja noch nicht, wie er effektiv ist, aber ich bin überzeugt, das wäre mit Abstand eines der besten Teammate-Kombinationen, die könntest du haben. 2 junge Keiben, die trotzdem gute Erfahrung haben. Der eine World Champion, der andere fast Rennen gewonnen. Also, und jetzt kommt mir gerade, das sind der andere Mercedes-Fahrer und der andere Red Bull-Fahrer. ja, also das wäre also der Toto und der Christian Horner oder der Helmut Marko hockey einem Sitz hin. sogar am hinteren Ende vom Grid immer noch am Fighten gegeneinander. Oh Mann, ey, so gut, das wäre wirklich geil. Aber wir machen jetzt mal weiter mit der Prediction. Genau. P9.
Ich habe hier eine wunderschöne Flasche in der Hand und drauf steht Alfa Romeo Orlen Racing. Und wegen dem ist der Joe auf Platz 9. Krass, habe ich auch. Guang Sehr Yu schön. Zhou auf P9, ja. Weil ich glaube, da wird er langsam aus seiner Beststrähne rauskommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Alfa Romeo exzeptionell gut wird performen, das Rennen. Ich habe es einfach Ah, nicht du schauen. hast ja von Guang Yu Zhou. Ah, sorry. Ich bin schon bei P8 gewesen, so. Das, Aha. was labert der jetzt noch? Okay, ja, also ja, ich glaube auch, dass er das Wochenende wird Punkte holen wieder. Weil eben, wie gesagt, er hat Pace, er fährt gut, er fährt auch vorsichtig immer noch und mal schauen, wo es denn herspielt, das Wochenende. Also, P8, wir haben vorhin schon darüber geredet, das Team wird nicht gut performen. Ich sehe den Georg Grusel. Okay. Ich sehe den Fernando Alonso dort. Du wolltest einfach spanische Punkte sehen, das Wochenende. No, nein, Alpine ist eigentlich nicht schlecht, muss man sagen. Ich meine, auch in das Dings ist- sind sie ja. nicht schlecht gewesen, in Miami. Ach, das ist schon wieder Miami. Aber sie sind auch dort nicht schlecht gewesen, eigentlich. Der Alonso ist einfach gefahren wie der grösste Kamikaze und Ocon ist von P20 auf P8, 9, 10. Also, Ocon ist sehr stark gefahren. Ocon ist gut gefahren. Also das Haben wir, Auto glaube ich, hat... Radio Driver of the Day genannt von dem her. Also, ja, genau eben. Also ich gehe davon aus, der Alpine wird da wieder das Wochenende recht stark aussehen. Okay, Aber ich sehe sehe nicht nur so. den Alonso in den Punkten, da kann ich schon mal sagen. Okay, verständlich. Verständlich. So, P7. Ah nein, P8 P7. hast du noch nicht gesagt, oder? Oder hast du Oh, gesagt? P8 habe ich gesagt, der Georg Grusel. Ah, ja, stimmt, genau, Und P7. dann gerade setzt er hinten nach, der Lewis Hamilton. Nein, da habe ich jetzt den Valtteri Bottas, weil der hat ja schon 2,7 auf dem Auto drauf, also wird er noch das dritte 7 dann in der Rangliste nehmen, dann, oder den Endstandings vom Rennen. Darum denke ich, der Bottas auf P7. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu P6. Und ich sehe tatsächlich spanische Punkte, Monsieur Alonso. Okay. Dort sehe ich britische Punkte. Lewis Hamilton. Wow. Ja gut, also der fällt bei mir eigentlich nur noch der König, der Mr. Buttocks Bottas. auf P5. Yes, ich sage wirklich, der Alfa Romeo wird unglaublich gut sein. Der Joe längert zwar nur für P9, aber ich sage, der Bottas schafft es auf P5 vor beiden Mercedes. Okay. Ich sehe hier den nächsten Mercedes und die weiteren britischen Punkte für den George Russell. Gesehen. Wieder ein P5 für ihn. Ja, also ich meine, es macht Sinn. Ja, ich denke, es wäre noch realistisch. Aber mal schauen. Jetzt der P4, jetzt bin ich gespannt. Jetzt P4, oder? Also ich muss wirklich sagen, es schmerzt mich, das so zu sagen, die nächsten 4 Plätze. Weil ich will unbedingt einen gewissen Fahrer haben, der gewinnt. Und wegen dem ist auf P4 mindestens der Leclerc. No fucking way, Alter. Doch. Relativ simpel. Nein, warte. ich muss nachher mein Podium sagen, dass ich mich erklären kann. Nein, warte. Ich habe auf P4 den Leclerc. Ja, wow. Ich so dachte, hey, das kann nicht sein. Also, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich höre jetzt seine Prediction nicht zum ersten Mal, der hört meine zum ersten Mal. Wer ist auf P3? Auf P3, also, und ich glaube, ich sage jetzt meine Begründung schon, aber ich glaube, deine wird ganz genau gleich sein. Nimm mal 7 Kilo von einem Auto weg und sag mir nicht, dass das noch mehr wird dominieren als in Miami. Perez Platz 1, Verstappen Platz 2 und Sainz P3. Okay. Dort habe ich es anders. Was? Also ich, ganz ehrlich, also mit 7 Kilo weniger und der Pace, den sie sonst schon haben, wird Red Bull dominieren das Wochenende, wenn Ferrari nicht in das Update Das ist so und das wird wahrscheinlich auch so sein, aber du weißt genau, ich kann das nicht haben. Es muss da der Serrano-Schinken, der muss Gas geben. Und ich weiss, er muss gewinnen. Und wenn er dort gewinnt, das wäre einfach episch. Und darum habe ich auf P1 den Carlos Sainz, auf P2 den Verstappen und auf P3 den Perez. Ich wollte es ja auch so. Versteht mich nicht falsch. Ich wollte es, aber ich bin realistisch. Ja, ich bin auch realistisch. Ich weiss, dass es so wahrscheinlich. Also ich sage es jetzt extra. Es wird zu 99% nicht eintreffen, aber es muss schon 100% passieren, jetzt wie ich es gesagt habe. Weißt, ich bin eben auch froh, dass wir. Also normalerweise, wenn ich sage, der gewinnt die Person nie. Oder?
Das habe Ja, ich Hoffnung. Das weißt ist nicht ich, verschwunden. weißt ich habe es aufgeschrieben gehabt, weil ich möchte es einfach so gerne. Und ich weiß, du hättest es auch gerne. Aber ich weiß schon, dass wenn man es wirklich, wenn man es realistisch anschaut, dass es unrealistisch ist, dass wahrscheinlich Ja, Sainz bzw. Ferrari wird gewinnen. Also wenn das wirklich stimmt mit diesen 7 leider. Kilo. Und ich meine, Red Bull sieht einfach auch aerotechnisch momentan sehr stark aus, vor allem in der schnellen Kurve. Und ja, Spanien hat eigentlich viel schnelle Kurven, weil es eigentlich auf die letzte Schikane und Sektor 3 ist halt wirklich der langsamste Sektor eigentlich. Der Rest ist relativ Mhm. tiefig. Und ich denke einfach auch, die wird Red Bull so dominieren. Ja, ich denke einfach, dass es wirklich am Auto liegt. Also der Sainz, ganz ehrlich, der Sainz ist in Spanien schon immer gut gefahren. Das ist eine Strecke, die ihm liegt. Er hat immer Punkte geholt in Spanien bis jetzt, Immer. gefahren ist. Ja. Immer. Und ich glaube auch einfach, dass daheim sein, weißt du, bei seiner Familie sein etc. Und das Ganze. Ich glaube, es wird ihm mega gut tun. Ich glaube, er kann abschalten und wirklich sich eigentlich aufs Rennen konzentrieren. Und ja, also ich sage, er wird das Wochenende wirklich gut fahren, ein gutes Wochenende haben. Aber einfach rein von der Pace wird es einfach nicht länger. Wegen dem, ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Hoffnungen darauf, dass einfach der Red Bull abverrecken. Am liebsten beide Motoren wieder versagen. Weil einfach, dass wir den Sainz auf dem P1 haben, weil stell dir vor, der Sainz gewinnt sein allererste Rennen mit Ferrari in Spanien. Noch daheim, ja. Ja, das wird es wird völlig eskalieren und glaubt man auch, der Typ wird so einen Druck von den Schultern verlieren, also die Last wird so runterfallen und der wird komplett anders fahren in den nächsten Rennen, wenn er will gewinnen. Der würde so viel stärker sein. 100%. Ich bin fast überzeugt im Fall, der wird emotional komplett durchgebürstet sein. Ja. Der wird wahrscheinlich auf dem Podium müssen hocken oder wahrscheinlich auf der tragbaren Uhr lüpfen, dass der überhaupt aufs Podium kommt. Der wird einfach denken so, Alter Mann, endlich habe ich es wohl geschafft. Weißt, vor 2 Jahren hat er sich noch wirklich Gedanken müssen machen, hey, kann ich überhaupt noch im Formel 1 fahren? Ich werde es gerade aus Renault, ja nein, vor 2 Jahren stimmt nicht. Vor 3 Jahren. 4 Jahre. 4 Jahre jetzt schon. 4 Jahre? Ist jetzt 2 Jahre bei McLaren gewesen. 2018, ja. Aber 2018 macht er sich noch Gedanken, oder er wird von Toro Rosso übergeschoben zu Renault, das ist normalerweise, ja, der Müll geht zu Renault und wird dann nachher ausgesortiert. Und jetzt das ist auch nicht Standard. Das war auch mehr ein Deal, den sie gemacht haben. Er ist ja dort noch ein Jahr mit Red Bull-Sponsor gefahren und nachher hat er den Red Bull-Sponsor abgegeben. Genau, also das ist mehr so noch so ein bisschen nach dem Motto, hey, der Bursche ist schon gut, aber er ist nicht genug gut für Red Bull. Oder? Also jetzt wissen sie, okay, wir haben einen Fehler gemacht. Also Verstappen Sainz wäre auch eine geile Kombi gewesen eigentlich. Ja gut, aber, also sie sind bei Toro Rosso zusammengefahren. Ja, das ist so. Aber ich habe einfach das Gefühl, so viel Druck ist ihm einfach auf die Schulter gelegt worden. Und auch der Win fast Win in Monza 2019 gegen Gasly. Und ich einfach muss sagen, hey, dort hat er schon gewinnen, oder? Und jetzt kommt er hier zu Ferrari, erste Jahr super, nachher von der Scheiße hier an im zweiten Jahr. Hey, also dem wird so eine Last von der Schulter gehen, falls das eintrifft. Also das werden Bilder sein, die man in 20 Jahren noch anschaut und dabei rennt. Ja, wenn es so ist. Das glaube ich auch. Ja, hoffen wir das Beste. Ich denke, eben Formel 1 ist ja momentan unberechenbar. Also jedes Rennen ist irgendwie unberechenbar. Und vielleicht, wenn er wirklich eine gute Paella hat, ich weiß nicht, wieso dass ich es mit dieser hohen Paella habe, vielleicht läuft es dann. Mal schauen, was passiert. Aber ich denke, wir wären durch. Das sind so unsere Themen vom heutigen Podcast, von der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, euch hat die Episode gefallen vom Unsafe Release. Falls ihr natürlich immer Fragen habt oder Themen, die wir in diesem Podcast besprechen oder beantworten, dann joint doch gerne uns auf den Discord-Server. Dort haben wir einen Textkanal, der heisst Unsafe Release Podcast. Dort dürft ihr gerne eure Fragen reinstellen. Oder schreibt einfach mir auf Instagram oder auf TikTok oder schreibt im Schubs auf Instagram meine ich. TikTok hat er nicht. Und da sind wir auch dabei im Podcast, würde uns sehr freuen. Und wie gesagt, das war es mit dieser Episode. Wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Wie gesagt, dort werden wir wahrscheinlich dann rein nur über die Silly-Season mal ein bisschen sprechen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei sind. Und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.